Der Stille. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtensendung über Tibet, seine Heiligkeit den Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Das tibetische Exilparlament in Delhi zu einer einwöchigen Tibet-Kampagne. Besuch des französischen Botschafters in tibetischen Klöstern in Südindien. Der langjährige Tibet-Unterstützer und ehemalige Senator Dr. Bob Brown wurde mit der Goldmedaille für Menschenrechte der Sydney Peace Foundation ausgezeichnet. Der Abgeordnete Jigme Singh übernimmt die Leitung des Büros in Neu-Delhi. Eine Delegation des tibetischen Exilparlaments unter der Leitung des stellvertretenden Parlamentspräsidenten Khimsonam Denpe befindet sich seit vergangenem Samstag auf einer einwöchigen Informationskampagne in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi. Während der laufenden Monsunsitzung des indischen Parlaments traf die Delegation mit indischen Unionsministern, Parlamentariern und anderen wichtigen Akteuren zusammen, um auf die kritische Lage im besetzten Tibet aufmerksam zu machen. Mit besonderem Fokus auf das kürzlich von der Volksrepublik China eingeführte sogenannte Gesetz zur ethnischen Einheit appelliert die Delegation an die indischen Entscheidungsträger, sich zu den verheerenden Auswirkungen dieses sogenannten Gesetzes zu äußern und sich für den Schutz der Grundrechte des tibetischen Volkes einzusetzen. In einem 5-Punkte-Appell fordert die Delegation die indische Regierung auf, sich gegen alle Formen der grenzüberschreitenden Unterdrückung durch China zu stellen, den historischen Unabhängigkeitsstatus Tibets anzuerkennen und die Führung der Volksrepublik China zu einem friedlichen Dialog zur Lösung des Tibet-China-Konflikts aufzufordern. Sri Ramdas Athawale, Staatsminister für Soziale Gerechtigkeit und Empowerment sowie Mitglied des Rajya Sabha, gab zu Ehren der tibetischen Delegation ein Abendessen in seiner Residenz. Die Delegation machte auf die aktuelle Situation im besetzten Tibet aufmerksam, indem sie die tragische Selbstverbrennung des tibetischen Aktivisten Lora Raungse vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York am 2. Juli 2026 hervorhob. Letzte Woche stattete seine Exzellenz Thierry Matou, der französische Botschafter in Indien, zusammen mit seiner Frau Cécile Matou den tibetisch-buddhistischen Klöstern in Belokuppi in Südindien einen Höflichkeitsbesuch ab. Der Hauptbeauftragte der Südzone Jigme Singh begleitete die Gäste während ihres gesamten Besuchs. Am 22. Juli 2026 unternahmen die Gäste eine Pilgerreise zum Seraji-Kloster, zum Namdolin-Kloster und zum Dashilhumbo-Kloster in Belokuppi. In jedem Kloster wurde die Delegation von den jeweiligen Abten, Bhikkhus und Vertretern der Klostergemeinschaft herzlich empfangen. Der Besuch bot den Gästen die Gelegenheit, ein tieferes Verständnis für das reiche religiöse, kulturelle und spirituelle Erbe der tibetischen Gemeinschaft zu gewinnen, das tief in der alten indischen Weisheit, der buddhistischen Philosophie und Wissenschaft verwurzelt ist. Der französische Botschafter wurde vom französischen Generalkonsul in Bengaluru, Marc Lamy, begleitet. In Australien gratulierte der Vertreter Karmasinghe dem ehemaligen australischen Senator Dr. Bob Brown zur Verleihung der diesjährigen Goldmedaille für Menschenrechte der Sydney Peace Foundation. Der ehemalige Senator Dr. Brown erhielt die prestigeträchtige Medaille in Anerkennung seines lebenslangen Engagements für Umwelt- und soziale Gerechtigkeit sowie seiner Führungsrolle beim Schutz der Natur und für einen nachhaltigen Planeten. Der Vertreter Karmasinghe vom Tibet-Büro in Canberra nahm an der Zeremonie teil und übermittelte Dr. Brown seine Glückwünsche zur Verleihung dieser prestigeträchtigen Auszeichnung. Er dankte dem ehemaligen Senator zudem für seine langjährige Freundschaft und seine unerschütterliche Unterstützung für seine Heiligkeit den Dalai Lama und Tibet. Herr Jigme Singh ist der neue Vertreter seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi. Vertreter Jigme übernahm sein Amt am 28. Juli 2026 im Rahmen einer offiziellen Amtsübergabezeremonie im Büro seiner Heiligkeit des Dalai Lama in Neu-Delhi. Vor seiner Ernennung in Neu-Delhi war Herr Jigme Singh als Vertreter seiner Heiligkeit des Dalai Lama für Brasilien und Lateinamerika tätig. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.